Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Reisefreunde. Ja, wir sind schon wieder ein Land weiter weg aus Liechtenstein und jetzt sind wir, vielleicht sieht man es, vielleicht nicht, wir sind in Deutschland. Es gibt da so ein Land, dem haben wir auf unserer Reise immer so ein bisschen zu wenig Zeit geschenkt und das war definitiv Deutschland. Das Einzige, was wir bis jetzt gesehen haben, war so ein bisschen was von Thüringen. Darum ist es höchste Zeit, dass wir diesem Land ein bisschen mehr Zeit schenken. Also was heißt das? 3 Wochen Allgäu und dazu auch noch das Chiemsee-Alpenland. Genau, diese 2 Regionen werden wir in den nächsten Tagen zusammen mit euch natürlich bereisen und erkunden und das Ganze machen wir mit Landvergnügen, also unter anderem mit Landvergnügen. Vielleicht kennt ihr das Buch. Mit diesem kann man ja kostenlos, wenn man das Buch gekauft hat und die Vignette auf die Scheibe klebt, kostenlos auf solchen wunderschönen Bauernhöfen wie hier übernachten. Die werden wir ebenfalls auch zusammen mit euch erkunden und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir fahren gleich los und ja, gehen vielleicht noch kurz in den Hofladen und kaufen was ein. Also, los geht's! Guten Morgen auch von mir noch. Noch ein letztes Mal hier auf dem Stellplatz. Wir waren gerade noch im Hofladen und haben uns die ein oder andere Leckerei und Erinnerung gegönnt. Ich bin ja sowieso im 7. Himmel. Hier hat es überall Tiere. Ich hatte Katzenbesuch und so weiter. Herrlich. Ja, jetzt kann es weitergehen durch Deutschland. Auch ich freue mich riesig drauf. Habt ihr Bock? Kommt ihr mit? Zehn Minuten später sind wir schon an der ersten Sehenswürdigkeit. So schnell kann es gehen im Allgäu. Wir sind bei den Scheidecker Wasserfällen und sind natürlich gespannt, was uns hier erwartet. Der Parkplatz scheint kostenlos zu sein und ja, ich würde sagen, wir gehen los. Leute, Steffi hat eine neue Kamera. Das kann jetzt dauern. Bis sie die wieder kennengelernt hat, vergehen wahrscheinlich ein paar Minuten. Das heißt für mich warten, aber für euch heißt das natürlich schöne Bilder. Auf jeden Fall hier von den Scheidecker Wasserfällen. 2 Euro pro Person kostet der Eintritt, dass man hier rein darf. Und das erste, was man hier sieht, ist schon mal echt beeindruckend. Wunderschöner Wasserfall. Und ja, jetzt mal schauen, wie lange der Steffi hier hat mit ihrer neuen Kamera. Die werden wir euch natürlich auch noch vorstellen, dass ihr wisst, mit was wir hier so unterwegs sind. Für alle, die sich fragen, das hier ist die Canon M50, mit der wir filmen. Und wir wissen, ihr seid sehr zufrieden mit dieser Kamera. Das habt ihr uns auf Instagram auch gerade wieder gesagt. Und ja, mal schauen. Hast du das Bild? Sie hat das Bild. Ja, die Aussicht muss man sich ein bisschen erarbeiten. Es sind, was stand? 237 Treppenstufen. 57 sogar. Ja. Ja, One Way, ne? Muss man wieder zurück. Aber ist schön. Hier zum Wasserfall
Naja, ich fand es jetzt nicht überwältigend. Wie fandest du es? Ja, ich fand es auch nicht überwältigend, aber es war ein Wasserfall. Genau, und ich denke mit Familie, also vor allem mit Kindern, ist das ein sehr cooler Ausflugsort, weil es gibt wirklich einen riesigen Spielplatz, auch Streichelzoo und so weiter. Ich fand den Wasserfall an sich, klar, über 2 Ebenen, aber ich fand den jetzt nicht atemberaubend. Vielleicht sind wir einfach verwöhnt, wir haben schon zu viele schöne Wasserfälle gesehen. Wir planen jetzt aber weiter. Wir haben die nächsten Ausflugsziele bereits angeschaut und wissen, wo wir ungefähr heute übernachten werden und gucken jetzt entsprechend nach einem nächsten Landvergnügungsstellplatz. Gibt hier in der Region nicht ganz so viele wie andernorts. Kannst du vielleicht mal kurz draufhalten? Wir sind jetzt hier ganz unten und ihr seht das, hier ist es ziemlich mau, vor allem dann, was hier noch kommt. Aber zum Beispiel hier in der Region, Würzburg, Nürnberg, hier hat es ganz schön viele, also kommt halt immer ein bisschen auf die Region drauf an. Ja, wir rufen jetzt schnell noch einem an, sichern uns quasi so den Platz für den Abend und dann kann es weitergehen. Stadtwanderung, ihr werdet sehen. Wir sind da, wir sind in Wangen. Wangen angekommen, soll eine ganz hübsche Altstadt haben und das gehen wir jetzt nachschauen. Na, wenn man so durch die Gassen geht und dann ist da eine Bäckerei mit lecker Brot und dann ist da eine Metzgerei mit lecker Fleischkäse, Leberkäse, hallo. Schinkenwurst, Wienerle, alles Mögliche. Ja, können wir nicht Nein sagen. Füllen wir unseren Kühlschrank, deshalb haben wir ja so einen großen, ne? Ja, und für einmal war der Kühlschrank unser Hüpfer, weil wir sind jetzt am Platz angekommen. Und wenn Louis so nett ist und sich dann gleich mal umdreht, dann könnt ihr mal gucken, wie schön Landvergnügen sein kann. Ausblick quasi auf die ganzen Alpen. Ich weiß nicht, ist das schon Österreich oder gehört das noch ein Teil zu Deutschland? Ist auch wurscht. Wir schauen es uns jetzt den ganzen Abend lang an. Wunderschön, schön warm, Sonne scheint. Ich packe gleich noch die Decke aus und dann packen wir uns hier ein bisschen auf die Wiese und genießen noch den Tag. Wie machen wir das mit Landvergnügen? Kannst du das kurz erklären? Ja, wie wir das machen. Und zwar ganz einfach. Ihr findet unten in der Videobeschreibung die Seitenzahl plus den Hinweis, ob es der obere oder der untere Hof ist. Und die kein Landvergnügen haben, ja, sorry, das kostet halt eine Jahresgebühr. Wenn ihr die löst, dann kommt ihr auch an die Plätze ran. Ansonsten tut mir leid, aber das läuft nicht anders. Ja, da ist er wieder, der Leberkäse. Irgendwie Leberkäse, nicht Fleischkäse. Wir den doch von irgendwoher. Und Salat dazu. Einmal kurz spinzeln hier. Mit Senf natürlich. Einmal mit Senf, Leberkäse einmal ohne. Ja, mit einer fantastischen Aussicht, würde ich sagen. Landvergnügen hat zwar 2 neue große Fans, oder? Also, Definitiv. das ist wirklich was Cooles. Guten Appetit. Ja, lass dir schmecken. Herrlich würzig. Passend zur Region, oder? Ja, wir wünschen, ihr könntet auch hier sitzen. Stellt euch eigentlich den Kran nicht vor, sondern So rum ist besser. das hier. Ihr habt es ja vorhin gesehen. Ja, wir lassen es uns schmecken und danach würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, oder? Auf jeden Fall. Also wir machen das Video morgen weiter, weil heute wäre ein bisschen kurz. Morgen gibt es eine Wanderung durch den Klamm, aber das werdet ihr natürlich alles erfahren. Und ja, bis morgen, Mach's sozusagen ein paar Sekunden. Ja, egal.
Einen wunderschönen guten Morgen vom Frühstückstisch. Ja, heute ist ein bisschen laut, aber eben Landvergnügen heißt, dass die landwirtschaftlichen Betriebe auch immer Vorrang haben, denn die müssen ja arbeiten. Das heißt, als Camper hat man eigentlich kein Anrecht darauf, Ruhe zu haben. Und Ruhe, das haben wir heute Morgen definitiv nicht. Aber es ist mega spannend, wie sich hier dieser riesige Haufen Holz in kleine Hackschnitzel verwandelt. Ja, wir genießen unser Frühstück natürlich trotzdem bei diesem wunderbaren Ausblick und genießen halt einfach das Landvergnügen, würde ich sagen, oder? Ja, wir genießen es jetzt und danach geht es weiter in eine richtig coole Schlucht, aber dazu später mehr. Egal wie gut einem so ein Landvergnügenplatz dann auch gefällt, die Regel besagt eigentlich, man bleibt nicht länger als eine Nacht. Darum haben wir diesen wunderschönen Platz jetzt gerade verlassen und sind auf dem Weg ins nächste Ort, das so heißt Oberstaufen. Viele Tipps von euch natürlich, die wir über Instagram gesammelt haben. Das Wetter spielt mit, morgen soll es regnen kommen, darum packen wir heute alles noch rein, was geht, damit wir zusammen mit euch auch was erleben können. Also kommt mit, es geht weiter durchs Allgäu. Angekommen. Müssen wir uns schnell orientieren, wo die Altstadt ist, weil die soll hier ganz schön sein. Oberstaufen, ne? Hast du vorher schon gesagt. Ja, und für was ist Oberstaufen noch bekannt? Ich weiß auch Das nicht. Aquaria Erlebnisbad. Ich habe es gerade vergessen. Leute, ist ein bisschen langweilig hier. Ist nicht so viel, Ruhig. ein bisschen ruhig, nicht so viel los. Schöne Gebäude, aber jetzt nicht der ultimative Knüller, oder was meinst du? Genau, ich denke, wir haben die Tour bereits beendet, sind auf dem Rückweg. Da kommt noch besser. Ja, verurteilt uns nicht für das. Es kann nicht alles schön sein, aber das, also Ist okay. schön schon, Genau. aber es ist einfach, wir haben heute Spannenderes vor, sagen wir es mal so, oder? Ja. Bringen wir mal ein bisschen Tempo rein. Hä? Ab geht's zum nächsten Ort. Ja, jetzt stehen wir hier am Breitachklamm und eigentlich sollten wir happy sein, weil das eine richtig geile Wanderung durch eine Schlucht, also durch einen Klamm ist. Schon weiter vorne war angeschrieben, dass die Parkplätze geschlossen sind. Wir dachten, ja okay, gut, vielleicht Osterferien, so viel los. Jetzt sind wir hier nach hinten gefahren, der ganze Parkplatz ist leer. Und es steht, man soll sich im Internet informieren. Das hätten wir natürlich auch vorher machen können. Ja, und da steht jetzt, dass dieser Klamm geschlossen ist, weil sie momentan aufgrund eines Felssturzes und anderen Sanierungsarbeiten da den Weg wieder am Präparieren sind und der Weg erst Anfang Mai wieder begehbar sein wird. Jetzt ist ja Anfang Mai Scheiße. bei den Leuten wahrscheinlich. Ja, heute ist aber der 25. April, also wir sind jetzt ein klitzekleines bisschen zu früh. Man kann sich aber super über die Internetseite informieren, wann der wieder offen ist. Es gibt einen zweiten Klamm hier in der Gegend, gar nicht mal so weit weg, der Sturzbachklamm, und da geht es jetzt hin und jetzt hoffen wir, dass wir da dann mehr Glück haben. Wir waren auch schon auf der Internetseite und da steht gar nichts, dass der momentan geschlossen sein soll. Ich würde sagen, wir beamen uns wieder, oder? Okay, und tschüss. Ja, jetzt sind wir beim Starzlachklamm. So, jetzt stimmt der Name auch. Wie gesagt, wir haben auf der Internetseite bereits nachgeguckt. Das sieht alles gut aus. Jetzt waren wir auf dem Parkplatz. Der Parkplatz kostet für 3 Stunden 3 Euro. Der Tagesticket kostet 4 Euro. Der Klamm an sich kostet danach nochmal 3,50 Euro Eintritt pro Person. Und wer dann vom Ende, weil das ist ja so ein Einwegstrecke quasi, die man dann wahrscheinlich wieder zurückgeht, weiß nicht. Wer da mit dem Zug zurück will, der kann dann nochmal 4 Euro bezahlen. Ihr merkt, dass wir nerven uns gerade so ein bisschen. Es sind zwar nie große Beträge, aber es summiert sich halt einfach zusammen und jeder hält irgendwie noch so seine Hand hin, wo man dann ein paar Euro reinwerfen darf. Nervt ein bisschen, aber naja.
Auf jeden Fall sind wir jetzt hier, haben geparkt und da ist auch schon das erste Schild, dass der Staatslachklamm wegen Räumungsarbeiten gesperrt sei. Ja, herzlichen Dank, habt ihr das auch schon auf der Webseite vermerkt? Oder auf dem Parkplatz. Genau, jetzt haben wir natürlich den Parkautomaten ja schon gefüttert, super nett. Wir gehen jetzt einfach trotzdem so ein bisschen hier nach hinten und gucken mal, wie weit das wir kommen. Vielleicht ist ja die Strecke, bis es dann gesperrt ist, schon sehenswert. Jetzt stehe ich hier am Eingang zum Staatslachklamm. Geschlossen wegen Räumungsarbeiten, Durchgang verboten, Lebensgefahr und ich finde das echt eine Schweinerei. Ich kann das wirklich nicht anders sagen. Dann holen Sie die Leute hier hin, lassen Sie den Parkplatz bezahlen und informieren erst, nachdem man eigentlich den Klamm schon erlaufen hat. Das ist echt unter aller Kanone. Keine Ahnung, warum man so etwas macht. Ist echt ein bisschen schade der Tag heute, weil ich habe mich eigentlich auf nichts so gefreut im Allgäu wie auf diese Klamme. Der Breiterklamm, klar, da sind wir selber schuld, da hätten wir uns auf der Homepage informieren können, aber hier stand nirgends irgendwas, wir haben uns extra abgeklärt, haben den Parkplatz bezahlt und naja, hier ist kein Durchkommen. Man könnte das natürlich einfach tun, aber wie gesagt, Lebensgefahr, das wollen wir natürlich nicht. Also ja, Allgäu, da habt ihr echt noch was zu tun, richtig schade. Hoffen wir, dass vielleicht die ersten Tage der Klamm aufgeht. Wir sind ja noch ein paar Tage hier im Allgäu. Ja, eure Meinung gerne unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und ja, wir gehen weiter. Wir sind jetzt wieder zurück unten beim Parkautomaten und die Verwirrung ist wirklich perfekt. Nicht nur bei uns, sondern bei allen Leuten, die hier sind. Weil einerseits steht hier, der Staatslachklamm ist geöffnet. Ist er aber nicht, das haben wir ja festgestellt. Total verwirrend. Dann hier oben hat es nochmal eine andere Anleitung, wie man vielleicht doch dahin kommt, was gesperrt ist und was nicht. Also es ist total verwirrend und auch für die Leute echt nervig. Wir haben jetzt mehrere Leute getroffen, die total enttäuscht sind. Und naja, ich würde sagen, die Klamms, die lassen wir jetzt die nächsten Stunden mal weg, suchen uns irgendeinen anderen Weg oder einen schönen Picknickplatz, wo wir ein kleines Picknick einnehmen können und ja, orientieren uns mal neu. Ja, so ein richtiger Glückstag war das heute ja leider nicht mit unseren Wanderungen. Ist ja ein bisschen in die Hosen gegangen, darum haben wir uns jetzt entschieden, den ersten Landvergnügen-Stellplatz anzufahren. Steffi ist natürlich bereits beschäftigt. Wir haben aber hier auch schon wieder unser Plättchen aufgebaut und haben hier Allgäuer Büble-Bier. Mega lecker, kann ich nur empfehlen. Und dazu viele, viele Leckereien, die wir jetzt kredenzen werden. Und ja, morgen wird es dann hoffentlich wieder besser mit unseren Ausflügen. Ich würde sagen, für dieses Video war es das. Was meinst du? Ja, okay. Das Huhn ist sehr hungrig gerade. Ja, für dieses Video war es das. Der Start zu unserer kleinen Deutschlandtour. Allgäu, Chiemsee, Alpenland, Region. Schön wart ihr mit dabei. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Landvergnügen kennt, ob ihr das vielleicht schon mal gemacht habt, wie ihr es findet, wo vielleicht die schönsten Stellplätze sind. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder von hier, wenn das Wetter hält. Wir sind gespannt, es soll schlecht werden. Gucken aber naja, der Start ist geglückt, Landvergnügen ist cool und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.